Alle zusammen. Geht es euch auch so? Manchmal kommt dir irgendetwas einfach nicht mehr in den Sinn. Und dann hirnst und denkst, ich glaube, ich bin. Genau so ist es mir gegangen gestern oben im Bett. Ich habe nicht mehr gewusst, wenn das letzte Mal das Guckenzeitchen stattgefunden hat. Ein Basler Beizer hat eine Idee gehabt, wie man so ein Virus vernichten könnte, ganz bequem. Einfach einen infizierten Gegenstand in den Backofen schieben, bei 100 Grad, das löst das Problem. Ja, dann das probiert mit der Schwiegermutter. Das hat nicht funktioniert, ich habe das nicht verstanden. Es ist mit dem genau gleich hässigen Stein wieder zum Ofen raus. Ich habe im Tram einen alten Freund getroffen. Oh, den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Da haben wir uns prächtig unterhalten über die Farbe vom Schnee. Ja, und wenn man sich jetzt nicht umarmen, haben wir uns nur berührt mit der Faust. Aber als Zeichen von der Verbundenheit haben wir dann noch Gesichtsmasken getauscht. Trotz Abstimmung, ich bin jetzt doch kantonaler Primatenbeauftragter. Oh, hat ihr heute Zoll. Ich setze mich für die Tiere ein und übernehme die Verantwortung, die volle. Es hat mir der grosse Rot zusätzlich, ich habe es gerade gestern den Affen erzählt, auch noch gerade die BVB-Verwaltung unterstellt. Hey, wisst ihr, wer die 16 ist? Ja. Wenn wir auf Riechen kommen, kennst du sie gerade? Oder die 10 aus dem Leimental oder die 8 aus dem Neubad. Von der 2 aus dem Egelsee, von der willst du nicht wählen. Ich tue da auch nur gendergerecht ein paar Tramlinien aufzählen. Frau Thüring sagt zu der Frau Schaub, du hörst wohl mal Weile. Bis Frau Brogmann und Frau Stöckli etwas schnallen, geht es halt an einer Weile. Die zwei haben noch nicht begriffen, als sie ab dem Jahr 2024 sozusagen auf Leisungen so holen, wie auf der Aare führen Schinken, um ihre Post zu holen. Ich habe hier eine Studie gelesen und mehr beelendet das Ganze. Gewalttätige Frauen gehen ihren Männern mit dem Staubsaugerrohr verranzen. Ich finde das zwar tragisch, aber mich berührt es nicht. Nein, mir kommt es zu nutzen. Weil bei uns daheim bin ich der, der Staubsauger muss.
finanzielle Situation lässt mich schwer schnaufen. Ja, und man sagt ja, vielleicht geht die Nationalbank mit den Zinsen doch noch rauf. Es wollen die einen antizyklischen Kapitalpuffer einführen. Keine Ahnung, was das ist, aber es macht mich Buff. Denn ich bringe auch weiterhin, wenn mein Partner der Zyklus hat, mein Kapital ins Buff. Der Yusuf sagt zum Ali, ey Mann, weisst, Jahr 2050 geht voll krasses Jahr, Alter. Ey, weisst du, nur noch mit Elektroauto, ey Mann, ich kann meine aufgemotzte BMW nicht behalten. Ey, weisst du, wenn ich jetzt auf Gas drücke, Bro, ey Alter, dann macht meine beide Auspuff voll geilen Ton. Aber mit Elektrowagen, Mann, ey, voll Scheiße, Alter, macht keinen Ton, macht nur Zzzz. An der Uni Basel soll es für doktorierende Elternteile einen Kinderbetreuungsservice geben. Und auch die weiterforschen, also Postdoktorierende, sollen diesen Service in Anspruch nehmen. Es liegt noch fern, die Karriere der postdoktorierenden Eltern zu gefährden. Im Gegenteil, ich habe nicht einmal gewusst, dass auf der Post kannst Doktor werden. Nach dem Lockdown hat so ein Möchtegern-Chef eine Speech durchgeführt. Er hat an Commitment und Business Interest appelliert. Er hat gesagt, die Roadmap für Approach und Advertising steht. Wir gehen all in one. Das Factsheet für Customer Retention auch. Hey guys, have fun. Für Distribution in-house, gebt euch im Gusti eine Message, der kennt das Handling genau. Für Screening braucht es Brand Experience und Life Balance, da macht ihr das auch. Wenn ihr für Process Recap ins Exit Mode einbindet, kann sich niemand beklagen. Hey, Guys sind Game Changer. Zeigen Hard Skills. Ihr wisst genau, was ich will sagen. Ich bin durch die Stadt flaniert, die freie Strasse durch, ganz allein, ohne Kollegen. Da kommt mir so etwa auf halber Höhe ein Bettler entgegen. Du, mir geben Geld, ich arm und keine Frau. So hat das Gespräch eingeläutet. Ich habe gesagt, kannst du wie eine Woche haben, dann weisst du, was arm sein bedeutet. Meine Frau ist Vegetarierin, meine Tochter Veganerin, mein Sohn Frutarier. Meine Schwester laktosefrei, mein Bruder glutenfrei, der Schwager Ovo-Lacto-Vegetarier. Es ist ein riesiges Theater bei uns daheim und nur ich und der Hund sind Fleischfresser, aber als einzige in der Familie gesund.
Graubünden, ja, die Leute sind so sympathisch und sicher auch gute Christen. Jetzt hat man aber herausgefunden, dort oben wohnen ganz schlimme Rassisten. In den Ferien tönt das aber ganz unangenehm in meinen Ohren, wenn ein Bündner zu mir sagt, «Ey, ciao du, bis morgen.» Liebe Brüder und Schwestern, wir möchten gerne unseren Vortrag beenden mit einem Gebet. Tage unser, der du bist im Verwaltungsrat, geheiligt werde dein Rahmen, deine Strategie wirke, so bei den Profis, wie auch hoffentlich im Nachwuchs. Unseren wöchentlichen Sieg gib uns heute und vergib uns unsere Motzereien, wie auch wir vergeben unserem Karle. Denn wir sind der 12. Mann im Joggeli in der Kurve mit Choreos für die Ewigkeit. Scheiß geht so.